Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Champions League Auftrag gegen den FC Chelsea. Ja, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, ihr kennt das Spielchen, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, damit ihr nichts verpasst und ja, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, sondern gehen mal direkt rein in den Bums. Ja, hallo zusammen, es geht wieder los. Der FC Bayern startet in die neue UEFA Champions League Saison morgen Abend in der Arena gegen den FC Chelsea. Herzlich willkommen zur Medienrunde dazu, Teil 1, heute mit Harry Kane. Hi Harry. Hallo. Und euch natürlich zusammen. Fangen wir gleich an. Die erste Harry, Frage, wo ist das man, Mikrofon? Vincent Schirpke, ganz außen, kurzer Weg für Merkur und TZ. Hello, Harry. Hi. Who do you think is the favorite for the game tomorrow, and on what depends to be successful against Chelsea? I feel like whenever we play against any team at the Allianz Arena, we back ourselves to beat anyone if we play to our ability. Depending on who's favourites, that's down to you guys to decide and the fans to decide. But of course, we feel confident in the way we're playing right now, and but also we know to beat Chelsea, we have to be at the highest level. They won the Club World Cup. They showed some great performances in that competition and also in the Premier League. So we expect a tough game. There's some really good individual players. And yeah, this is the start of the Champions League. So it's going to be a great game under the lights in the Allianz Arena. Dankeschön. Ja, ich versuche es mal sinngemäß kurz zu übersetzen. Er sagt da, dass es ein großes Team ist, auch in der Premier League. Und so weiter, und dass er das den Fans und den Medien überlässt, da irgendwie von Favoriten zu sprechen, hat aber auch gesagt, wenn wir unsere PS auf den Rasen kriegen, dann können wir natürlich jeden schlagen. Also, jo. Der Reihe Heiko Niederer für die Bild-Zeitung, ja. Hello, Harry. How are you? I'm good. Uli Hoeneß just said a quite surprising quote saying this year Bayern in the Champions League is a little bit like Hoffenheim. Nobody expects too much from them. Alter, wie kann man? Ja gut, ist natürlich Bild-Zeitung. Ja. Aber ich meine, wir haben uns das im Stream angeguckt, wie kann man Aussagen von Uli Hoeneß da zitieren, Alter? Das ist ja eine Farce. Ja. Natürlich sind wir nicht einer der 3-4 Top-Favoriten, da gehe ich ja mit. In der Champions League, aber wir sind mit Sicherheit nicht Hoffenheim, Alter. What do you think of that? And do you like this like underdog mentality, or is it correct? I'm not too sure. I think, whenever you're at a club like Bayern Munich, there's an expectation to win the best competitions and the Champions League especially. We've done okay in the competition over the last couple of years, but ultimately, if we don't win it, there's always going to be a bit of disappointment. So I wouldn't say that we're underdogs, but you're playing against the best teams in Europe, so there's a lot of hard work from now until hopefully that moment in May or at the start of June. So look, we're right at the start of the competition, so I don't want to think too far ahead about winning or not. It's about progressing first and foremost, trying to get as high up in the league as we can, and that starts with hopefully a victory tomorrow night. Next one, first row, Stefan Kumberger vor Sport 1. Ja, so wie ich es verstanden habe, ich habe es nicht alles verstanden, ist ja, glaube ich, nicht ganz einverstanden. Er hat natürlich dann gesagt, ja, auch aus einer Underdog-Rolle, aber er hat halt auch gesagt, dass wir ein großer Club sind und als großer Club hast du immer das Ziel, den maximalen Erfolg zu holen. Und ja, wie gesagt, wir gehören nicht zu den 3-4 Top-Favoriten, definitiv nicht. Aber wir gehören schon zum erweiterten Kreis und es kommt natürlich darauf an, wie wir gegen die Großen jetzt agieren in der Vorrunde. Ja? Oder in der Ligaphase, wie auch immer ihr das nennen wollt. Oder wie wir generell da agieren. Ja, wenn wir da mit, 6 Siegen und 2 Unentschieden durchmarschieren, ich denke, dann wirst du auch immer zum Kreis gehören. Ja? Und ich denke mal, jetzt gegen Chelsea ist halt schon, klar, kriegst du gegen Chelsea aufs Maul 3-0, dann zählt dich keiner zum Favoritenkreis, haust du Chelsea 5-0 aus dem Stadion raus, dann heißt es gleich schon wieder, oh ja, der FC Bayern, der große Favorit, Champions League-Sieg, bla, Sülz. Ja, also wir sind mit Sicherheit kein Hoffenheim, wir sind mit Sicherheit kein krasser Außenseiter. Aktuell gehören wir mit Sicherheit nicht zu den 3-4 Top-Favoriten, aber
Ja, wir haben auch noch 3 verletzte Spieler, die uns richtig weiterhelfen werden, wenn sie wieder da sind, fit sind und ihre Leistung bringen können. Ja, das darf man nicht vergessen. Und vielleicht ist das dann mal der Faktor X, dass halt dann nicht in der Rückrunde 3, 4 wichtige Spieler wegbrechen, sondern dass mal 3, 4 oder 2, 3 wichtige Spieler dazukommen. Ja? Also vielleicht kann das der Faktor sein. Also wie gesagt, wir sind in der Lage, jeden schlagen zu können. Aber ja, wenn man unser Defensivverhalten sieht und so weiter, gehören wir gerade nicht zu den Top-Favoriten. Aber vielleicht ändern wir uns auch ein bisschen in der Champions League, was das Abwehrverhalten angeht. Wer weiß. Hi, Harry. After the game against Hamburg, you said the 2 extra games, the playoff games against Celtic, had an impact on your season, on the season of the team. Could you describe how did you feel at this time with the tough games against Naja, die beiden, also Kelby hat gesagt, dass die beiden Qualifikationsspiele letztes Jahr einen Einfluss auf die Mannschaft hatten. Ja, gehe ich mit. Warum hatten sie das? Weil wir nicht rotiert haben. Ja, weil unser Kader einfach 11 Spieler kannte und nur ausgetauscht wurde, wenn einer nicht konnte oder wenn einer nicht konnte. Ja, selbst wenn ein Spieler keine Form hatte, wurde er nicht ausgetauscht. Es gab keine Pausen für die Spieler. Ja. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr ein bisschen anders gehandhabt. Ansonsten wird es auch selber rauskommen. Ja. Wenn wieder die gleichen Spieler jedes Spiel von Anfang bis Ende spielen, in dieser heißen Phase am Ende hin. Du musst da einfach rotieren. Ja. Und du musst am besten 15, 16 Spieler von Anfang an mitnehmen in diesem Kader, was der Stamm ist und nicht sagen, ich habe 11 Spieler. Celtic, Frankfurt and Aber mal gucken, was Selby sagt. Leverkusen, mentally and physically? Yeah, I just think it it made the February month very difficult, just from both a physical and a mental point of view. Of course, after the game, the aim is to get to the top 8. It doesn't make or break the Champions League. PSG proved that last year, that you don't have to get to the top 8 to end up going on to win. But yeah, it was just a difficult spell. So when you're playing high-level games, when you're travelling away, and I think we played Celtic and Leverkusen within 3 days of each other, both away. So a lot of travel, a lot of physical demand in tough matches. So of course, ideally, we reach the top 8 and we don't have to play the extra games. But ultimately, we did deal with it well last year. And like I said, the eventual winners went through the same path as what we did. So it is a make or break. Ja, er hat da gesagt, dass es bei der Frage, ob es physisch oder psychisch, gesagt, das ist natürlich beides, dass man wenig freie Tage hat, weil man viel reist, jedes Spiel halt intensiv ist. Klar, so Playoff-Spiel ist intensiv, ja, es geht ums Weiterkommen. Dann hatten wir Leverkusen und Frankfurt dazwischen und so weiter. Natürlich hat das eine Auswirkung, ja, aber nochmal, du musst halt, sorry, dass ich das so sage, aber es war nur Celtic, ja. Da muss es dann auch reichen, zum Beispiel, keine Ahnung, dass so ein Michael, dass so ein Heavy, dass so ein Josh eine Halbzeit spielen, dass 2-0, 3-0 steht und dass dann die Jungs in der Kabine bleiben. Ja? So, das muss möglich sein. Oder dass du den Sack im Hinspiel zumachst, ja, dass du im Rückspiel komplett schonen kannst. Also, und es muss auch möglich sein, dass du Nummer 13, 14, 15, 16 bringst in die Startelf und du keinen großen Qualitätsverlust hast. Ja, das muss möglich sein. Man muss die Spieler halt mitnehmen. Ne? So, du musst so Min-Jae Kim mitnehmen, weil dass er kein schlechter ist, hat er gezeigt. Du musst ihn einfach mitnehmen. Du musst ihm das Selbstvertrauen geben. Du musst ihn, ja, und jetzt nicht wieder sagen, Upa und Ta und das war's. Und Min-Jae kommt nur rein, wenn einer gerade mal einen Furz quer sitzen hat. Dasselbe mit dem Jackson. Dasselbe, wenn Musiala wieder da ist. Ja, dann ist ein Gnabry draußen und ein Jackson wahrscheinlich. Aber auch die musst du mitnehmen, ja, dass die im Rhythmus sind und im Rhythmus bleiben. Genauso ein Lennart Kahl, ja. Du hast diese Spieler, du hast in der Mitte, du hast einen Tom Bischoff, du hast einen Pavlovic und einen Goretzka, ja, du musst auch mal einen Kimmich rausnehmen. So. Du hast 4 Spieler für 2 Positionen, die musst du mitnehmen, ja. Und nicht dann, ach ja, jetzt rotiere ich einmal und bringe die rein, die noch nie zusammengespielt haben und die seit 3 Monaten nicht spielen dürfen. Aber jetzt bringe ich die rein, jetzt müssen die funktionieren und dann setze ich mich danach dahin und sage, oh nee, ich rotiere nicht mehr. Habt ihr das gesehen, wenn ich rotiere, was dann passiert? Ja, Junge, lern mal vom Ottmar, ja. Denn du hast keine erste 11, du hast eine erste 16 und das
Das muss durchrotiert werden. Du kannst auch mal einen Michael draußen lassen. Ja, so. Wo ist das Problem? Punkt. Ja, wenn du Bundesliga spielst nicht gerade gegen eine Top-Mannschaft, ja, dann lass einen Michael doch mal draußen. Bring doch einen Lennart K. mal vom Start weg. Ja, kannst nach 60 Minuten immer noch einen Michael bringen. Also da müssen wir hinkommen. Ja, und dann sieht es halt auch ganz anders aus, wenn du in dieser Endphase dann bist. Aber wir haben gegen Dortmund, was ein total unwichtiges Spiel zu diesem Zeitpunkt war, haben wir volle Kalotte gespielt und du hast gemerkt, dass da schon so ein Heavy, so ein Josh und so müde waren und man wundert sich dann im Rückspiel gegen Inter Mailand. Du hast es schon im Hinspiel von Inter gesehen, dass die müde waren. Wie er sagt, psychisch und physisch. Ja, ich würde mich jetzt nur wiederholen, ich habe es gerade gesagt. Next one, gentleman from the BBC, right? Yeah. Harry, hi. How are you? I'm good. You? Just wanted to talk a little bit about you personally and your form this season and overall at Bayern Munich. 8 goals already in club football in 5 games. At this rate, you'll be reaching 100 goals in a few weeks' time since you've been here at Bayern Munich. I think it's 93 in 101 games so far. That's extraordinary. Did you expect it to go Sag doch einfach, hey, du bist eine Maschine und stell dann eine Frage. Brauchst doch nicht alles aufzählen. that well? Yeah, I'm not really sure what I expected, to be honest. I think I always backed myself, obviously, to score goals. I've been doing it my whole career. I think moving to a different country, a different league, a different team, there was always an expectation that I put on myself to be able to perform. But yeah, I didn't quite know. Das Rauschen kommt übrigens nicht von mir, ne? Das kommt von FC Bayern. Also wenn ihr das hören solltet. How well it was going to go. I had to, play well. I had to get into a new team. I had to understand the culture. And from that point of view, I'm really happy with how it's been going so far. Look, I think I've just built on my time here. I think the last 2 seasons, with the way we play, with the new coach, the style of play I spoke after the game about suiting my style. And I'm just in a confident way right now. Physically, I'm in a good place. Mentally, I'm in a really good place. So every game I go into, I feel confident that I'm going to get chances. And if I'm getting chances, I know I'm going to score goals. Next one row behind, yeah. Ja, er hat halt gesagt, ja, neues Land, neue Liga, neuer Trainer, bla 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 bla. Er fühlt sich gut, er fühlt sich mental gut, er fühlt sich körperlich gut. Er hat in jedem Spiel bekommt er seine Chancen und wenn er seine Chancen bekommt, wird er auch die Tore machen. Harry, you obviously enjoyed quite a big rivalry with Chelsea during your time at Tottenham. Is that something that adds a bit more to this game for you, facing a Premier League team and maybe trying to hurt them again? I think the rivalry was a good rivalry we had, especially early on in my Tottenham career, with the kind of that Pochettino era. And we had a lot of tough games, good games against each other. So, I think playing against Premier League opposition, there's always maybe a little bit more expectation around the game. Obviously, maybe the Chelsea fans don't like me as much. And when we play Arsenal, the Arsenal fans don't like me as much. But that makes me want to play better. That motivates me. Look, there's going to be some familiar faces that I played against, some that I play with England. So all those things added, it just brings a little something special around the game. And I think being at the Allianz, having an English team here, as a team, we like to, try and stamp our authority on the game, and we'll try and do that tomorrow. But like I said earlier, we're playing against a very good side, so we have to be at 100%. We stay in the English corner, yes. Hi. Ja. Er hat halt gesagt, dass es natürlich schon was Besonderes ist, dass er aber auch eine besondere Expertise hat, weil englisches Team aus seiner Tottenham-Zeit und auch natürlich englische Nationalspieler, mit denen er zusammenspielt und so weiter und so fort. Ja. Wie er es gesagt hat zum Ende hin, wir müssen halt gucken, dass wir 100% auf den Platz kriegen und dann ist alles drin. Also, ja. Harry, you've obviously played a lot with Michael Olise and Cole Palmer, and Michael's obviously quite close to going to Chelsea at one stage. Can you just compare them as players and what you like most about each of them? Yeah, 2 great players. Have a lot of. Also Palmer kann ich gar nichts zu sagen. Er soll jetzt Palmer mit Olise vergleichen oder Palmer. Keine Ahnung, ich habe ihn ein paar Mal gesehen in der Nationalmannschaft, in der Europameisterschaft. Der
Da war es kein Ulisse-Niveau. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Similar attributes. I think they both find the space really well. Their forward passing is really good. They see runs, they see through balls, and execute them at a high level. And both of them, score goals. Michael might be a bit more of a wide player sometimes, can play 1v1, use his pace a little bit more, where Cole might like to come into the number 10 position and even as a number 9 and run in behind and finish himself. So, some differences there as well. But, both fantastic players. I'm glad Michael's with us and not with them. Next one. Ich nichts anderes erwarte. Harry ist halt auch ein Gentleman, als wenn er jetzt sagen würde, der oder der ist besser. Er hat halt gesagt, dass Maike mehr über die Seite kommt, mehr im 1 gegen 1, auch mal den Speed hat und der Polmer sicherlich mehr durch die Mitte kommt, auf der 10er-Position oder auch als hängende Spitze und dann selber abschließt. Er hat gesagt, beide schießen Tore. Ja. There's Mario Krischl for a kicker. Hi, Harry. Data shows that you have been even more involved in the build-up game this season. Is that something that you planned on doing or did it just happen? Ich warte erstmal mal seine Antwort, finde ich jetzt gar nicht. Ja? Also er hat auch schon, wo Musiala da war. Erinnert euch an die letzte Champions League-Saison, hat er sich auch ganz, ganz oft fallen lassen und hat mit den Bällen auf die schnellen Außen Angriffe eingeleitet. Das macht er jetzt auch. Ja, vielleicht in dem einen oder anderen Spiel war es vielleicht ein bisschen mehr, zumindest dann, wo Sercic raus war, dass er da nochmal ein bisschen klarer hinter Jackson gespielt hat, aber ansonsten, das hat Heavy schon immer gemacht. Ne? Probably just happened, naturally. I think I might have spoke before, when I'm not playing with Jamal, maybe I like to drop a little bit deeper, because when Jamal's playing, he's amazing at dropping into those spaces and playing 1v1 and creating space and opportunities for others. So maybe that's obviously where Jamal's been injured this season. The game has just demanded me to maybe come a little bit deeper and try and connect. And also I spoke before about, it helps me sometimes to then get chances myself, because if you stay as a number 9, sometimes it's easy to be man-marked and shut out the game a little bit. So if there's times that happens in a game, I like to come and try and connect. I like to try and play balls out wide. And it allows me then to get into the box a little bit later and arrive and get chances that way. So, I wouldn't say it's something we specifically worked on, but I just think different personnel determines, different types in my game. Ja, wie gesagt, er hat das schon immer gemacht. Ja. Er hat jetzt auch gesagt, ja, es ist jetzt aktuell, wo Jamal nicht da ist, lässt er sich vielleicht ein kleines bisschen tiefer fallen, um Connect, sagt er, die Verbindung herzustellen, quasi im Spielaufbau. Aber er hat auch gesagt, dass er halt sich dadurch auch selber Chancen erarbeitet und er halt auch mal aus der Tiefe dann in den Strafraum kommt. Und er hat aber auch gesagt, dass er das öfter in seiner Karriere hat, mit unterschiedlichem Personal, mit unterschiedlichen Spielern jetzt zusammengespielt hat. Und dass das jetzt halt ein kleines bisschen anders ist. Aber wie gesagt, aus meiner Wahrnehmung, ja, er lässt sich manchmal sogar noch tiefer fallen, sogar mal auf einer 6er-Posi oder sowas. Aber auch das hat er schon gemacht, auch wo Jamal da war. Ja, dann war Jamal halt in der vordersten Linie. Ne? Und ein Helby war hinter ihm. Also. Vincent Schirpke again. Yeah. Harry, you played here at Bayern Munich and also before for Tottenham, for clubs which rely on consistency. You played with Heung-min Son for so many years. On the other side, there's Chelsea, which gets loads of new players each transfer window. What do you think is better for a team, and how does it affect the team if you get so many new players each summer? Er dann jetzt beurteilen, was da besser ist. Also die Frage ist halt, er hat gesagt, Harry Kane hat immer in Mannschaften gespielt, wo er lange Zeit mit den gleichen Spielern zusammengespielt hat. Tottenham mit Song, jetzt bei uns. Und bei Chelsea ist jede Transferperiode ein großes Kommen und Gehen. Und die Frage ist, was ist denn besser? I'm not too sure. I think it's not really my expertise to talk on. Chelsea obviously have brought a lot of players in the last few years, a lot of young players. Sometimes trying to connect those dots are not always easy, because a lot of different personalities, a lot of new faces, even getting to know players, for them to get to know the new club, the new town.
there's a lot that goes into moving clubs. So from that point of view, it might be difficult, but also, you know, they're buying some of the best players, young players in the world. So if you find a way for them to work together, they're going to be a great team. Hence, them winning the Club World Cup. So from my point of view, I've probably been at clubs where it's more stable, getting to know players a little bit longer and building relationships that way. But you know, I guess time will tell over the next 10 years or so which way is the best way to go forward. Back to UK for Ja, er hat es jetzt ein bisschen erzählt, Chelsea, wie es da so ist, von wegen immer, oder dass natürlich eine Chance da ist, dass sie viele junge, gute Spieler holen und wenn die zusammenarbeiten, kann das die nächsten 10 Jahre was sein und so weiter. Und hat aber auch gesagt, dass nicht seine Expertise ist, erst recht nicht über Chelsea zu sprechen. Hat aber zum Ende auch gesagt, dass für ihn es schon wichtiger ist, dass er eine gewisse Konstanz hat. Ja. please. Yeah. Hi, Harry. You spoke earlier on about how you settled at Bayern. What have you been doing to help Nicholas Jackson settle here, and how has he been looking in training? And do you get the impression that he's hungry to score against his parent club tomorrow night? Yeah, he's been great so far. I think it was good for him to get the 45 minutes on the weekend. I thought he looked sharp. I thought we had a couple half chances there. In training, he's looked really good. It's not easy coming into a team like us when we're so well drilled, I guess, over the last kind of year and a bit with the coach and the way we press and the way we like to play and the connections. He's still learning that aspect of it, but I said after the game, he shows a lot of qualities. He physically is very strong and fast. And for sure, if he plays tomorrow, he'll be eager to impress. He'll be eager to get his first Bayern Munich goal. But I don't want to put too much pressure on him too soon. He knows he's working his way into the team and the way we like to play. And all I can say is so far he's had a great attitude and the willingness to learn is the most important thing. Heavy ist halt einfach so ein mega Charakter, Alter. Er hat halt gesagt, dass natürlich nicht einfach ist für Jackson. Oh, was ein Standbild. And on left side. Für Jackson, ja, so einer kurzen Zeit in so einer Mannschaft zu kommen wie bei uns, die jetzt seit über ein Jahr mit dem gleichen Trainer arbeitet und natürlich ihr System hat mit Pressing, wie man sich zu bewegen hat und so weiter. Das muss er natürlich erstmal noch lernen. Ist ja noch viel zu kurz da. Hat aber auch gesagt, im letzten Spiel hat er schon 1, 2 gute Halbchancen gehabt, dass er physisch stark ist, dass er schnell ist. Und dass das Wichtigste ist, dass er lernen will. Ja, und das denke ich auch. Gebt dem Jackson mal ein paar Wochen Zeit bei uns, dann denke ich, werden wir an ihm auch noch Freude haben. Yes, please. Hi, Harry. Nice to see you. I just wanted to ask a bit more about Cole Palmer. You've sort of seen his rise and spent all that time with him as well in Germany. What have you seen in him? Is he world class and is he ready for this stage? Because I don't think he's been sort of a main player for a team in the Champions League before, and this will be his first campaign. Was haben die denn mit dem Palmer? Ist der neue Superstar auf Chelsea oder was ist los? Oder wie? Yeah, all I can say is a great player. I enjoy playing with Cole. Whenever you have a number 10 who can find through balls, good crosses, good link-up play, can drop deep and play longer balls, can arrive in the box and score goals. I think he has all the attributes to be a world-class player. For me, world-class is when you do it over a period of time. Wichtige Aussage, ja. Erstmal gesagt, er ist ein Weltklasse-Spieler für ihn. Für ihn ist Weltklasse, wenn man das über eine lange Periode tut. Consistently over 5, 10 years. But for sure. Und da gehe ich mit, ja. Da gehe ich mit. He's on that path. It's been a shame not to play with him in the last camps. Hopefully he stays fit and over the next year because he's an important player for us with the national team as well. So he's going to be a handful tomorrow. We know how he likes to play. Stopping him is another thing that we're going to have to get right. But hopefully. Der Kimmich da mal was zu tun, oder was? We can keep him quiet tomorrow, but then from an England point of view, the next camps and stuff, he can be in the team and we can start to build a connection leading up to the next summer.
Okay. That's it. Okay. Thanks, Harry. Thank you. See you tomorrow. Thank you. Ja, Leute, was soll ich sagen? Harry Kane immer wieder Gentleman und seine Aussagen. Ja, du merkst einfach, dass er das auch meint, was er sagt. Ja? Ich sag's ja. Also Harry Kane ist auf dem Feld Weltklasse und als Typ phänomenal, Alter, super sympathisch. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffentlich auf ein schönes Spiel morgen. Mit dem 3:1 für uns natürlich. Sollte klar sein. Und in diesem Sinne, Rovi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.